Wieder so. So macht es wirklich Freude, ja. Genau. Hey Phil, wir werden heute Abend wieder uns Zeit nehmen, um in die Beziehung zu investieren. Wieso macht es denn so viel Sinn, um in die Beziehung zu investieren? Es macht mega viel Sinn, in eine Beziehung zu investieren. Es gibt nämlich von Harvard, also von der Harvard University, gibt es eine Studie über die Entwicklung des erwachsenen Menschen. Die Studie haben sie vor 80 Jahren die Studie angefangen und sind seit 80 Jahren sind sie die gleichen Leute am begleiten. Also die Leute, die am Anfang ganz klein sind, sind sie heute noch am begleiten. Wahrscheinlich sind auch einige schon gestorben. Die Forscher, die das machen, die sind in der 3. Generation, weil die werden auch vorzu pensioniert. Aber das ist eine Langzeitstudie über die Entwicklung der erwachsenen Menschen. Und die wichtigste Aussage aus dieser Studie ist, dass gute Beziehungen machen gesünder und glücklicher. Ja, und die Forscher, die haben so 3 Haupterkenntnisse gezogen bis jetzt. Erkenntnis Nummer 1 ist, dass Beziehungen wichtig sind und Einsamkeit sogar tödlich sein kann. Erkenntnis Nummer 2 ist, dass nicht die Quantität der Beziehungen wichtig sind, sondern die Qualität. Also die Leute, die mit 50 in einer glücklichen Beziehung waren, die sind mit 80 die gesündesten Menschen gewesen. Und Erkenntnis Nummer 3 ist, dass gute Beziehungen nicht nur unseren Körper schützen, sondern auch unser Hirn. Auch unser Hirn. Also investiert in eure Beziehungen, weil dann sind ihr mit 80 mega gescheit. Und gesund. Und gesund. Es lohnt sich wirklich, in Beziehung zu investieren. Das Leben geht auf und ab. Wir schreiten durch Täler, durch schwierige Zeiten, aber wir erklimmen auch Berge zusammen, was heute ein bisschen das Thema ist. Und es lohnt sich wirklich zum Dranbleiben in Beziehungen. Also der Lohn, den wir haben, wenn wir in unsere Beziehungen investieren, der ist gewaltig. Oder es entsteht Nähe zwischeneinander, Verbundenheit, persönliches Wachstum, Glücksgefühl. Vor allem dann, wenn wir in herausfordernden Zeiten nicht einfach aufgehen und die Flinte ins Korn werfen. Ja, und was erwartet euch jetzt heute Abend? Wir haben es davon, dass wir Berge erklimmen werden. Zwischendurch werden wir auch mal schauen, hey, was können wir machen, wenn wir durch so ein Tal durchschreiten müssen. Wie können wir uns dort auch gegenseitig stärken? Und keine Angst, am Schluss werden wir nochmal ein Bergerlebnis haben, am Schluss vom Oben. Und dazwischen werdet ihr natürlich auch wieder Zeit zum Austauschen haben, wo ihr einfach zu zweit zusammen schwätzen könnt und schauen könnt, wie ist das dann bei euch in eurer Beziehung. Vor ein paar Wochen ist es wieder mal so weit gewesen. Wir sind am Morgen früh losgefahren, sind aufgebrochen auf ein gemeinsames Abenteuer, die Coco und ich. Wir lieben das, gemeinsam unterwegs sein, gemeinsam uns so ein bisschen in die Wildnis hineingehen, in die Natur hineingehen. Und wir sind losgegangen am Morgen früh. Ist gerade die Sonne, ist gerade aufgegangen, die Luft ist noch total kalt gewesen. Und wir sind zuerst so durch ein schattiges Tal, so hindern und dann steil den Berg auf, durch den Wald durch. Und wo wir dann über die Baumgrenze gekommen sind, ist es flächer geworden. Und die Sonne ist so zwischen den Berggipfeln vorgekommen und hat sich im Schnee so mega schön glitzert. Und dann nach weiteren anstrengenden Höhenmetern, wo wir uns gegenseitig haben müssen ermutigen, wo wir ein bisschen haben müssen kämpfen, sind wir oben vom Gipfel angekommen. Und es war einfach eine gewaltige Aussicht gewesen. Rings um uns herum Berge, Felsen, wunderbare Aussicht. In der Ferne hat man noch so das Nebelmeer gesehen vom Mittelland und wir sind hoch drüber gesehen. Wir lieben es, gemeinsam Berge zu erklimmen. Im Sommer, im Winter, aber auch bildlich gesprochen, lieben wir es gemeinsam unterwegs sein. Und es tut so gut, wenn man gemeinsam etwas erreicht, wenn man gemeinsam Hindernisse kann überwinden, wenn man gemeinsam sich ermutigen kann, um etwas zu erreichen. Weil die Anstrengung und das, was man nachher erlebt daraus, das ist unbezahlbar.
Ja, und gewisse von euch sind vielleicht letztes Mal schon an der Ehe-Lounge dabei gewesen, und dort haben wir uns ja auch unter anderem mit unseren Stärken auseinandergesetzt, oder? Dass wir aus unseren Stärken heraus leben sollen und weniger aus unseren Defiziten heraus. Und wenn wir solche Berge erklimmen wollen, dann müssen wir das aus unseren Stärken heraus machen in erster Linie. Darum wollen wir auch dort ansetzen, wo wir bei der letzten Ehe-Lounge aufgehört haben. Und ob das jetzt so physische Berge sind oder auch bildlich gesprochene Berge, dann brauchen wir die Stärken. Vor allem brauchen wir die Stärken vom anderen, wenn wir als Ehepaar oder als Paar Berge zusammen erklimmen. Die Ehe soll der Ort sein, wo die Stärke vom anderen am besten und am meisten zur Geltung kommt. Oder ich sage immer, ich versuche der Ort zu sein, wo die Stärken von der Gogo am meisten gefördert werden. Dort, wo die Gogo in ihrer Persönlichkeit und in ihren Begabungen am meisten aufblühen kann. Und natürlich soll sie der Ort sein, wo ich das auch kann. Je stärker wir gegenseitig unsere Stärken fördern in der Ehe, das ist das, was wir letztes Mal ja auch schon gehört haben, unsere Stärken und unsere Persönlichkeiten fördern, desto stärker sind wir auch als Ehepaar. Es gibt einen bekannten Bibelvers, den viele von euch wahrscheinlich kennen, der oft an Hochzeiten, an Traugottesdiensten vorgelesen wird. Und der steht im 1. Mose 2,24 und dort heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden ein Fleisch werden. Also die Bibel erzählt davon, dass wir, wenn wir eine Ehe eingehen, wenn wir eine Partnerschaft eingehen, dass wir ein Fleisch werden, dass wir eins werden. Und ich habe ganz lange immer so das Gefühl gehabt, heisst das jetzt, dass ich mich selber zurücknehmen muss, dass ich in meiner Persönlichkeit mich wie muss auflösen, damit wir eins werden. Oder ich darf ja nicht stark sein, sonst sind wir einfach nur ich und nicht wir zusammen. Aber ich glaube, die Bibel sagt etwas anderes und sagt, hey, es geht nicht darum, dass ich meine Persönlichkeit wie aufgebe, sondern dass das stärker ich meine Persönlichkeit kann ausleben, meine Stärken, desto stärker sind wir auch als Ehepaar. Der John Eldredge, Buchautor, den vielleicht einige von euch kennen, hat ein Buch über die Ehe geschrieben, «Das wilde Herz der Ehe». Und dort hat er ein mega spannendes Zitat genau zu diesem Thema geschrieben. Und er schreibt dort, und ich kann das gerade mitlesen, wir das einblenden, das heisst, das Ziel der Ehe, eins zu werden, bedeutet nicht, dass beide zu einer Person verschmelzen. Es bedeutet, dass beide für sich immer und mehr zu den Menschen werden, als die sie gedacht sind. Und das gemeinsam. Ich hatte immer gedacht, die Ehe würde mich in meinen Möglichkeiten reduzieren, so als müsste ich weniger werden, um mit einem anderen zusammenzuleben. Dabei muss ich natürlich mehr werden. Und beim Einswerden, das was die Bibel davon schwätzt, geht es nicht darum, dass ich mich selber verleugne, sondern es geht darum, dass ich eigentlich mehr werde, dass ich in der Ehe aufblühen in meiner ganzen Stärke, in meiner ganzen Begabung, in meiner ganzen Persönlichkeit. Und das beide zusammen, und dass so etwas Neues entsteht, etwas Schönes entsteht. Und wir nennen das, was durch das entsteht, das Einswerden, das nennen wir Eheperson. Die Eheperson ist wie ein neues Produkt, das es gibt, wenn wir zwei ganz uns selber sind. Also ich als Gogo soll in unserer Beziehung ganz ich können sein, mit meinen Stärken und meinen Schwächen. Und der Phil soll auch ganz sich selber sein, mit seinen Stärken und seinen Schwächen. Und aus dem zusammen gibt es ein neues Produkt. Und wir haben selber erst gerade vor ein paar Monaten den Begriff von der Eheperson kennengelernt und haben wie so gemerkt, das ist jetzt ein Wort für etwas, das wir eigentlich schon lange so erlebt haben. Wir haben dem sogar schon einen Namen gegeben, unserer Eheperson. Aber wir verraten die nicht. Nein, wir verraten ihn nicht. Also ihr dürft am Schluss fragen, aber wir verraten es nicht. Und die Eheperson soll in ihren Stärken grösser sein als wir zwei in unseren Stärken.
Und wenn wir wieder das Bild nehmen von dem Berg vorher, oder? Wenn jemand von uns mal nicht mehr mag, wenn jemand auch vielleicht nicht mehr glauben mag, keine Hoffnung mehr hat, dann sollte die Eheperson das sein, wo wir uns dranhängen können, wo wir wieder neue Kraft finden, zum Weitergehen und weitermachen. Der Marc Barrett, er ist Leiter von Family Life, eine Arbeit in der Schweiz, die sich für Familie, für Beziehungen, für Ehen einsetzt. Er schreibt Blogs und alles und er hat das Buch geschrieben, das heisst Beziehungsstark. Einige von euch kennen es vielleicht, super empfehlenswert. Und er schreibt in dem Buch von 4 Stufen von der Liebe. Wie sich die Liebe in einer Ehe oder in einer Beziehung kann entwickeln, damit sie beziehungsstark ist, damit man so die Berge erklimmen als Ehepaar. Und je mehr sich die Beziehung entwickelt in diesen 4 Stufen, desto mehr kommt die Eheperson zur Geltung. Und die 4 Stufen fangen auf Stufe 1, wir haben das auch noch zum Einblenden, dass ihr das ein bisschen noch bildlich seht. Stufe 1 bedeutet, dass man nicht bewusst in eine Beziehung investiert. Oder? Die Beziehung wird einfach gelebt. Man überlegt sich nicht bewusst, wie ich jetzt meine Beziehung stärken kann. Ich überlege mir nicht bewusst, was der Coco wird gut tun, was unser Ehepaar wird gut tun, sondern wir leben einfach in unseren Alltag hinein. Das heisst natürlich nicht, dass wir gar nicht in unsere Beziehung investieren, aber wir machen es nicht bewusst. Es ist mehr so ein bisschen, es passiert, aber es kann gerade so gut nicht passieren. Auf der Stufe 2 investiere ich in die Beziehung für mich. Also, ihr kennt bestimmt den berühmten Slogan «Happy Wife, Happy Life». Umgekehrt reimt sich es leider nicht, ist aber genauso wahr. «Happy Husband, Happy Life». Und ich investiere in die Beziehung in erster Linie, weil es mir selber etwas bringt. Es klingt super egoistisch, aber es ist doch besser, als gar nichts zu machen. Auf Stufe 3 investiere ich in die Beziehung wegen meinem Gegenüber. Ich tue es nicht wegen mir investieren, sondern ich tue ganz bewusst in die Beziehung investieren für die Coco. Auch wenn ich extrem viel aus einer guten Beziehung herausgewinne. Ich selber profitiere wahrscheinlich am meisten davon, wenn ich in meine Beziehung investiere. Und trotzdem geht es bei einer Ehe und bei Liebe geht es nicht um mich selber, sondern es geht immer darum, dass ich meine Liebe verschenke an mein Gegenüber. In der Stufe 3 geht es nicht mehr darum, was ich will, sondern es geht darum, was sie will, was die Coco will. Ich interessiere mich für sie, was sie ist, was ihre Bedürfnisse sind. Ich investiere mich in unsere Beziehung wegen ihr. Genau, und das immer gegenseitig. Auf Stufe 4 investieren wir als Paar in andere. Also dort profitieren andere von unserer Liebesbeziehung. Und dort geht es darum, dass wir unsere Beziehungen so leben können, dass sie zu einem Segen wird für Außenstehende. Und gerade in der 4. Stufe, dort kommt die Eheperson, die Stärken von euch als Ehepaar, das Neue, was entsteht, kommt in Stufe 4 am meisten und am stärksten zur Geltung. Und wir schicken euch jetzt in der ersten Paarzeit. Es kommt jetzt dann nachher gerade eine Folie mit so schönem, gemütlichem Feuerchen, wo brutzelt. Und dann haben die eine Viertelstunde Zeit, zum folgenden Fragen nachzugehen. Sie werden nachher auch einblenden, das müsst ihr euch nicht merken. Aber das werden die Fragen sein, die ihr zusammen besprechen in einer Viertelstunde. Thema ist die Eheperson. Und zwar, was sind die Stärken von eurer Eheperson? Oder wenn ihr euch jetzt eure Eheperson, wie wir sie vorhin beschrieben haben, wie als eine eigene Persönlichkeit vorstellt, was sind die Stärken von dieser Eheperson? Vielleicht ist die gut in dem und dem, vielleicht ist sie gut in dem und dem. Überlegt euch das. Was sind die Persönlichkeitsmerkmale von dieser Eheperson? Ist eine fröhliche Person? Ist eine tiefe Person? Ist eher eine Person, die optimistisch ist? Und so weiter. Und dann, wie unterscheidet sich die Eheperson von euch als Einzelperson?
Oder zum Beispiel, ein Beispiel. Jetzt ist es ein negatives Beispiel für dich. Aber die Coco ist als Einzelperson mega unpünktlich. Aber als Eheperson, wenn wir zusammen unterwegs sind, dann sind wir mässig pünktlich. Jedenfalls pünktlicher als ich selber. Genau. Also es kann sein, dass eure Eheperson sich von euch als Einzelperson unterscheidet. Macht euch zuerst selber Gedanken über die Fragen und nachher euch darüber austauschen mit eurem Partner. Und dann gibt es Leute hier in diesem Zoom-Call, die schon mega mehr Erfahrung haben in diesem Ehezeug wie wir, die schon mega lange unterwegs sind. Und dann ihr könnt darüber diskutieren, wie hat sich die Eheperson über die Jahre verändert. Und viel Spaß, wir sehen uns in einer Viertelstunde. Ja, willkommen zurück. Mich würde es natürlich mega interessieren, was ihr für Persönlichkeitsmerkmale ausfindig gemacht habt von eurer Eheperson. Wir können vielleicht noch von einer lustigen erzählen, die wir so gemerkt haben. Wir haben, wo wir da unser Skript für heute Abend vorbereitet haben, haben wir gemerkt, unsere Eheperson hat Humor. Wir haben nämlich, wir haben gefunden, wir wollen ja nicht so als traditionell überkommen. Dann haben wir all die Teile, die ich schwätze, haben wir pink markiert und die, die Coco schwätzt, sind grün. Und ich bin jetzt mega verwirrt, weil ich denke immer, ich muss das grüne Zeug sagen, dabei muss ich das pinke Zeug sagen. Also wenn der Film mal reinredet, dann ist das der Grund, dass es grün ist und nicht pink. Genau. In solchen Settings, wie wir jetzt hier haben mit der Ehelounge heute Abend, tendieren wir ja dazu, also das ist auch gut so, dass wir über die Sachen reden, die uns stärken als Paar, die uns weiterbringen und wo wir auch positiv investieren können. Und der Phil und ich waren mal an einer Hochzeit, wo der Traupastor meiner Meinung nach ein paar Mal zu oft zum Brautpaar gesagt hat, ja, jetzt sind ihr ja noch verliebt über beide Ohren, aber wartet ab, die Krisen, die werden ja schon noch kommen. Und so gerade auch die Eltern in der vordersten Reihe haben genickt und sind einverstanden gewesen. Und ich habe es mega schade gefunden, weil das ist nicht das, was du an der Hochzeit hören willst, oder? Dass da schon noch schwierig wird irgendwann. Ja, weil ich finde auch gerade die guten Zeiten, die soll man genießen, oder? Und soll das auch wirklich brauchen, um die Stärken zu finden und auszubauen. Und wir haben auch gemerkt, dass es auch gerade genau wichtig ist, in diesen guten Zeiten, wo es uns eben gut geht, wo wir es gut haben zusammen, dass man auch sich Muster angewöhnen tut, die einem dann nachher helfen sollen, wenn die Krisenzeiten dann eben doch mal kommen. Ja, aber das ist mega wichtig, weil wenn man in einer Krise ist, in einem Tal und dann sich muss Strategien zurechtlegen, wie man jetzt miteinander umgeht, das wird auch mega schwierig. Es ist einfacher, durch Täler durchzuschreiten, wenn ihr gute Strategien, gefestigte Strategien in eurer Beziehung habt. Und es gibt einen mega coolen Bibelvers aus dem Psalm 84, Vers 6 und 8, wo das ein bisschen aufnimmt. Ist zwar ein bisschen ein anderer Kontext, jeder Theologe, du sollst nicht die Augen verdrüllen, aber da ich ja selber ein bisschen Theologe bin, also ich habe Theologie studiert, darf ich Bibelvers missbrauchen. Aber der Punkt kommt, glaube ich, über. Der Dani, ich sehe dich. Dani lebt Pastor ICF Basel. Gut, also Psalm 84, 6. Es geht darum, um gute Strategien zu lernen und die zu festigen. Das heisst nämlich, wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Oder? Wohl denen, die gute Strategien fest eingeübt haben.
Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen, und der Frühregen bedeckt sie mit Segen. Sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott Zion. Oder der Psalmist sagt nicht, hey, wenn ihr gute Strategien habt, dann ist das Leben total easy. Sondern er sagt, hey, wenn ihr gute Strategien habt und die fest in eurem Herzen verankert sind, wenn ihr dann durch schwierige Zeiten durchgeht, dann könnt ihr wie von Kraft zu Kraft gehen. Und das hat uns mega inspiriert, ja. Mhm, genau. Wir werden uns jetzt in den nächsten paar Minuten trotzdem mit diesen Tälern auseinandersetzen, weil ihr seid ja auch schon Pärchen, die schon viele Jahre zusammen sind, und ihr kennt das sicher auch. Ihr habt sicher auch schon so Momente erlebt, wo ihr gemerkt habt, hey, oh, jetzt ist es gerade irgendwie ein bisschen schwierig. Nicht unbedingt zwischeneinander, aber einfach zusammen. Und ich habe da etwas mitgebracht, ein Mobile, selber gemacht von der Steffi Stoll. Ich bin mega beeindruckt. Und ich möchte das anhand von dem ein bisschen veranschaulichen. Und zwar ist jede Person von uns ein bisschen so wie das Mobile hier, oder? Wir haben verschiedene Lebensbereiche, die uns so als gesamte Person ausmachen. Ihr merkt, ich bin Sozi, ich schwätze von Lebensbereich. Oder das kann der Beruf sein, die Familie, die Hobbys. Alles das macht uns so ein bisschen aus als Person. Und es passiert immer wieder, dass sich in einem Lebensbereich etwas bewegt. Und das bringt dann das ganze Mobile in Bewegung, oder? Und das ist normal so. Und wir Menschen tendieren dazu, dass wir immer wieder probieren, auszugleichen. Also ein einfaches Beispiel dafür wäre, wir stolpern und der Körper ist so darauf trainiert, das aufzufangen, auszugleichen, dass wir die Hände ausstrecken, um uns aufzufangen. Weil der Körper weiss, es ist besser, sich die Handflächen aufzuschürfen, anstatt aufs Gesicht zu fallen. Und das ist jetzt so eine kleine Disbalance, oder? Am nächsten Tag spätestens ist das alte Gleichgewicht wieder zurück, wenn die Handflächen dann auch nicht mehr weh machen. Und so eine Disbalance, das muss nicht nur etwas Negatives sein, also das kann auch etwas Positives sein. Das kann zum Beispiel sein, wenn man eine neue Stelle antritt oder das Studium beendet. Dann verändert sich etwas und man muss wieder ein neues Gleichgewicht finden. Ja. Jetzt muss ich ganz schnell schauen, wo wir hier sind. Ja. Jetzt war es wieder pink. Nein. Genau. Und die Disbalancen, die können ganz, ganz unterschiedlich ausgelöst werden. Jetzt musst du mir das Mikrofon nehmen, Phil. Jetzt wird es nämlich praktisch. Jetzt wird es ganz praktisch. Die Disbalancen, die können unterschiedlich gross werden und durch etwas Unterschiedliches ausgelöst werden. Wenn wir jetzt da zum Beispiel etwas haben, das schwerwiegend ist, also sagen wir mal etwas Negatives, irgendein Unfall, der passiert und man fällt längere Zeit aus, dann muss man etwas Neues finden, weil das Ganze ist richtig schräg geworden da. Und was wir als Menschen machen, ist, dass wir Strategien entwickeln, die uns helfen, das Ganze auszugleichen, und das nennt man dann sogenannte Coping-Strategien. Wo man probiert, das Ganze wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Und jetzt ist es so, dass, wenn wir ja zu zweit sind, dann kann es sein, dass beim Phil sich etwas bewegt und ich das aber auch zu spüren bekomme in meinem Mobile, weil wenn wir ja zusammen jetzt unterwegs sind, dann ist das da zum Beispiel das Mobile von der Eheperson, oder? Das betrifft dann nicht mehr nur mich selber. Und jetzt kann es nämlich sein, dass am Phil etwas passiert, bei ihm ist irgendetwas und er probiert das auszugleichen mit seiner Coping-Strategie. Und im besten Fall ist die Coping-Strategie etwas, wo ich merke so, hey wow, das finde ich mega cool, das finde ich zeigt mega Charakter, wie er das macht. Und im besten Fall gibt mir das mega Vertrauen auch in ihn. Und es Wissen, hey, es kann kommen, was man will, wir werden das schaffen. Es kann aber auch passieren, dass wir als Partner mega Mühe haben mit dieser neuen Verhaltensweise, die wir hier haben. Weil in so Stressmomenten oder in Momenten, wo etwas
mega nicht gut kommt, werden wir mega kreativ mit diesen Coping-Strategien. Und das kann auch mal bedeuten, dass wir eine Verhaltensweise entwickeln, die wir vorher noch gar nie hatten, wo wir nicht einmal gewusst haben, dass wir so etwas in uns drin haben. Oder vielleicht auch sogar eine Charakterveränderung mit sich bringt. Und manchmal ist es so, dass die Coping-Strategie auch total unterschiedlich ist. Dass meine Strategie anders ist wie die von der Coco. Wir erleben das immer wieder, wenn wir in einer Zeit sind, wo sehr viel Druck ist, wo uns alles irgendwie über den Kopf wächst, sei das im Beruf, privat, Engagement oder sonstige Sachen. Und ich bin jemand, wenn mir das Zeug über den Kopf wächst, wenn ich in Stress reinkomme, dass ich mir ganz starke Strukturen schaffe. Oder wir haben das zum Beispiel gerade erlebt, ihr mögt euch erinnern, vor etwa 2 Jahren ist das gesehen, Lockdown, alles zu, alles fertig, Homeoffice vom einen Tag auf den anderen. Und ich habe denen gerade extrem viel, oder bei gewissen ist extrem wenig gelaufen durch das. In meinem Job ist einfach extrem viel gelaufen in den ersten Wochen Lockdown. Und wie ich reagiert habe, ich habe mir knallharte Strukturen gesetzt. Also wirklich am Morgen immer um die gleiche Zeit aufstehen und ich bin dann ein Mensch, der total in Strukturen funktioniert. Die Coco ist anders. Wenn sie in Stress reinkommt oder wenn ihr irgendwie das Leben über die Ohren wächst, dann tut sie sich von allen Strukturen befreien und muss die Freiheit spüren und so in dem Flow oder wie sie dann auch ist, können funktionieren. Das sind 2 super Coping-Strategien, die für uns funktionieren. Das Problem ist, dort, wo wir als Paar in Stress reinkommen. Oder? Bring das mal zusammen. Jemand, der Strukturen sucht und jemand, der sie gerade nicht braucht. Genau, und die Strategien, die sind manchmal sogar für dich selber etwas Neues. Da tauchen vielleicht Sachen auf, die du von dir selber gar nicht gewusst hast. Oder wenn du in eine Krise reinkommst, sei das beruflich, sei das in Lebensthemen, dass Strategien aufkommen, die du selber für dich selber unbekannt sind. Und wie Coco schon gesagt hat, im besten Fall sind das Strategien, die positiv Auswirkungen haben auf die Partnerschaft, wo einem Partner ein Vertrauen gibt, auch dass es gut kommt. Aber es kann auch sein, dass das Strategien sind oder dass Sachen zum Vorschein kommen in diesen Druckmomenten, die für den Partner ganz schwierig sind. Zum Teil auch grosse Mühe machen in der Partnerschaft. Mhm. Weil, wenn wir wieder zum Mobile zurückgehen, oder, das sind dann so Momente, wo beide mit irgendeiner Strategie aufs Ungleichgewicht reagieren. Und jetzt muss man nämlich als Paar muss man nicht nur auf die Situation an sich reagieren, sondern auch noch auf die Coping-Strategie vom anderen, auf die Reaktion vom anderen, oder? Und das kann für einen Moment einfach nur Chaos bedeuten. Dass man selber auf etwas reagiert, plus auf die Reaktion vom anderen auch noch reagieren muss. Und wir hatten vor ein paar Monaten auch so eine Situation gehabt, wo das so war. Ja, Phil, erzähl doch mal, was wir dort erlebt haben zusammen. Ja, das ist eigentlich wie die andere Krise, die wir alle miterlebt haben. Ist schon fast, oder ist vor fast 2 Jahren passiert. Und zwar, wir haben Besuch wir haben das befreundetes Pärchen eingeladen zum Nachtessen zu uns und wir haben gut gekocht und wir haben Wein vorbereitet und Coco ist vom Arbeiten heimgekommen und er hat gesagt, ja, wahrscheinlich denke ich besser, jetzt habe ich kein Wein. Weil sie ist schwanger war und hat das während dem Arbeiten hat das gemerkt, dass ihr Körper sich verändert. Wir haben dann, wie man das so macht, Schwangerschaftstest gemacht und haben herausgefunden, dass Coco schwanger ist. Und das ist für uns ein langer Traum, ist in Erfüllung gegangen. Aber dann ein paar Wochen später haben wir das Kind verloren. Wir hatten eine Fehlgeburt gehabt und der Traum ist wie vom einen Moment auf den anderen ist der verplatzt. Und seither haben wir nochmal ein Kind verloren und es sind in eine ganz schwierige, herausfordernde Zeit hineingekommen. Eine Zeit, die uns als Paar wirklich extrem geschüttelt und gerührt hat und wir unser Mobile total in eine Disbalance reingekommen ist. Es war ein emotionales Chaos gewesen, und für die Coco war es auch gerade ein körperliches Chaos gewesen.
Ja, und der Grund, dass wir euch das jetzt heute Abend erzählen, ist nicht, dass wir denken, hey, wir haben das jetzt irgendwie mega gut gemeistert und wir sind mega gut aus dem rausgekommen. Wir haben eigentlich heute sogar einmal das Gefühl, hey, wir müssen immer noch irgendwie unseren Weg in dem Sinne finden und haben auch immer noch nicht alles im Griff. Aber wir haben ein paar so Aha-Momente gehabt und haben gedacht, hey, wenn wir das mit anderen teilen können, einfach so Sachen, die uns auch durchgeholfen haben, dann soll es wenigstens zu dem dienen. Und darum haben wir uns auch entschieden dazu, das mit euch zu teilen. Weil, wenn so eine Krise passiert, wie der Phil und ich dort hatten, was dann anfängt, ist, dass man in einen Prozess hineinkommt. Das haben wir jetzt dort damals auch nicht wirklich so bewusst gewusst, aber das geht eigentlich immer ab in so einem Moment. Und zwar kommt man in einen Trauerprozess hinein. Und ein Trauerprozess, das macht man nicht nur durch, wenn man jemanden verliert. Also wenn jemand stirbt, auch, also sei es jetzt auch Grosseltern oder jemand in der Familie oder so. Sondern das erlebt man allgemein, wenn man etwas zurücklassen muss. Also auch wenn man eine Arbeitsstelle zurücklässt, wenn man eine Wohnung zurücklässt, wenn man zügelt. Aber auch wenn Kinder ausziehen. Also immer dann, wenn man Abschied nehmen muss von etwas, dann macht man den Trauerprozess durch. Und die Art, wie man das erlebt, also die verschiedenen Schritte von diesem Prozess, die verschiedenen Phasen sind jeweils die gleichen. Sie sind nicht immer gleich ausprägt, aber die Abfolge ist die gleiche. Und das wollen wir euch hier gerade mal zeigen. Da haben wir eine Grafik für euch. Das ist so die Grafik, die unterdessen am häufigsten angewendet wird, um den Trauerprozess zu beschreiben. Ich warte noch kurz, bis es da ist. Okay, super. Und zwar ist so, die erste Reaktion ist eigentlich immer der Schock, oder? Das kennt ihr sicher. Der Schock, entweder ist man dort völlig unfähig, irgendetwas zu machen. Andere Leute kommen dort aber auch voll in ein Funktionieren rein. Also vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, dass jemand dann plötzlich alles Mögliche anfängt zu organisieren und zu machen. Oft kommt man dann so in eine Verleugnung rein, wo man denkt, hey, das kann doch nicht sein. Und man fängt sogar an, Beweise zu suchen, dass die Situation jetzt nicht stimmt, dass das nicht wahr ist. Wo man dann aber bald in einen Frust reinkommt, weil man merkt, hey doch, es ist ja so. Und dort ist oft sehr viel Energie auch drin. Es kommt Wut auf, viele Emotionen. Und nachdem kommt man meistens so ein bisschen in ein Energieloch rein, also in ein Energietief, wo man eigentlich so das Gefühl hat, man gibt auf, man ergibt sich der Situation und man kann wie gar nichts mehr machen. Und nach dem Energietief, also das ist da so einigermaßen mit der blauen Linie dargestellt, wie das ungefähr sich kann, auch von der Energie, die drinnen ist, aber wo man auch selber hat in dem Moment, gibt es so die Phase, wo man probiert, sich mit dieser neuen Situation abzufinden, oder wo man mal so ein bisschen austestet, ja, wie ist denn das jetzt mit dem Neuen, und man dann irgendwann auch die Entscheidung trifft und sagt, okay, das gehört jetzt zu meinem Leben dazu. Und am Schluss auch die Akzeptanz dafür findet und wie sich selber neu in dem Ding findet, wo man die Situation selber integriert. Wenn man in so einem Prozess drin ist, dann geht extrem viel ab. Und gerade die ersten 3-4 Phasen, die laufen wie im Autopilot ab. Da kann man gar nicht groß etwas dagegen machen, sondern es ist einfach wichtig, dass man das auch zulässt. Das ist eigentlich das Einzige und das Beste, was man machen kann, wenn man in so einer Situation drin ist. Der Schock, die Verleugnung, der Frust, die Resignation wirklich auch zuzulassen und sich nicht dagegen zu verändern. Aber es kann sein, dass die Sachen unterschiedlich ausprägt sind und dass man gewisse Sachen in diesen Prozessen wiederholt. Dass man nach einem ersten Frust, nach einer ersten Resignation, dann fängt an zu experimentieren, aber dann wieder zurückgeht in eine frühere Phase und das gewisse Sachen wiederholt. Und das kann sein, dass man hier als Partner unterschiedlich reagiert. Ganz wichtig ist in diesem Prozess, man kann das eigentlich nicht abkürzen. Wenn man sagt, ich fange gerade beim Experiment an und ich gehe nur gerade wieder weiter, dann wirst du früher oder später wieder zurückgeworfen werden und du musst eigentlich den Schritt durchmachen. Und gerade das, was sich
am Anfang auch so wie das Aufgehen und eben die Resignation, das Aufgehen, das einfach mit mir machen, was sich wirklich so nach Aufgehen anfühlt am Anfang. Das ist eigentlich der Start vom Agieren wieder, wo du wieder fährst, einfach agieren, nicht nur reagieren und wo etwas Neues und etwas Gutes auch entstehen kann. Ich mag mich noch erinnern, wo wir mal auf einem Spaziergang waren und wir gesagt haben, hey, dort haben wir auch so voll das Energietief gehabt und haben gemerkt, hey, jetzt müssen wir aus dem Reagieren rauskommen. Und uns wir dann entschieden haben, so, hey, komm, jetzt tun wir wieder aktiv uns anfangen zu steuern. Und das war mega gut gewesen. Es war der Start von dort, wo wir wieder haben weitermachen können. Und eben, wie wir vorher gesehen haben, bei Mobile, so eine Trauersituation ist eine extreme Herausforderung für ein Paar, oder? Wenn so eine heftige Disbalance reinkommt oder wenn es so fest durchschüttelt. Und wir haben auch gemerkt, dass es kann eine Sprengkraft haben für ein Paar, wenn man so fest auch mit sich selber beschäftigt ist in diesem Moment, plus noch auf den anderen so fest reagieren muss. Und wir haben jetzt vorher die eine blaue Kurve gesehen, aber wie das als Paar aussehen kann, da haben wir euch auch noch mal ein Bild mitgebracht. Da kann das nämlich so aussehen, dass die Energiekurve völlig unterschiedlich ist bei beiden. Nämlich etwa so, das ist jetzt noch die erste, da müssten wir jetzt die nächste Folie haben, dass die Energiekurve völlig unterschiedlich ist bei beiden und auch die... du hast nur die... Okay, gut. Ja, dann beschreiben wir es einfach. Es ist eigentlich die gleiche Folie, wie ihr hier jetzt gerade gesehen habt. Kannst du sie sonst gerne einblenden, Bruce, die wir vorher hatten. Aber die verschiedenen Phasen, die können unterschiedlich lang sein und sich unterschiedlich oft wiederholen. Also es kann sein, dass eine von beiden die Autopilotphasen, die ersten paar, die da so in den Rottönen sind, wie einmal mehr wiederholen muss als der andere oder vielleicht in einer Phase länger drin ist. Ja, wie hat das bei uns ausgesehen, Phil? Ja, bei uns ist genau nämlich das der Fall gewesen, dass wir sehr unterschiedlich reagiert haben in der Schockphase, in der Verleugnungsphase, Frustrations-, Resignationsphase, nachdem wir realisiert haben, dass wir das Kind verloren haben, bin ich dann relativ schnell weitergegangen in eine Verleugnungs-, Frustrationsphase und Coco ist die ersten paar Tage oder die erste Woche oder sogar noch länger in der Schockphase geblieben und hat wie funktioniert wie ein Roboter. Kein Tränchen, nichts. Und ich bin total emotional gewesen. Und ich habe schon die Schockphase, die hatte ich relativ kurz gehabt. Das war vielleicht eine Stunde, 2 Stunden gewesen. Und ich bin nach einem emotionalen Prozess dann durchgemacht, wo die Coco noch in dem Schock drin war und gar nicht hätte emotional darauf reagieren können. Und das war eine mega Herausforderung gewesen, weil wir nicht gemeinsam trauern über das Erlebnis. Und auch dann nachher, über die nächsten Wochen und Monate, sind wir wie unterschiedlich unterwegs gewesen. Und es hat Momente gegeben, wo wir uns so wie gegenseitig haben müssen, auch in dem hineinlassen. Und sagen, hey, ich akzeptiere das, ich respektiere das, dass du an einem anderen Ort bist in einem Prozess, dass du einen anderen Umgang hast mit dieser Krise. Und wir haben dann wie auch gemerkt, wir müssen uns überlegen, was macht das mit unserer Eheperson? Wir haben es doch vorher von diesen 4 Stufen gehabt, von der Liebe. Und wir haben wie gemerkt, wir haben das Anliegen grundsätzlich auf der Stufe 4 sein, wir wollen uns in andere Pärchen investieren. Und wir haben wie dort gemerkt, wir müssen 1 Stufe oder sogar 2 Stufen manchmal zurückfahren und sagen, hey, jetzt ist wichtig, dass ich zuerst mal auf mich schaue, dass ich meine Bedürfnisse kann stillen kann. Ich habe gar nicht Energie, um auf die Coco zu schauen. Und dann langsam wieder das aufbauen. Wir haben eben noch eine zweite Folie gehabt, wo die blaue Kurve unterschiedlich verläuft. Also es kann auch sein, dass bei jemandem die Resignationsphase die Energie nicht so tief runtergeht wie beim anderen. Und genau das ist dann nämlich manchmal auch die Herausforderung, oder? Wenn die Energie wie unterschiedlich ist. Also einerseits die Energie von, hey, wie mag ich überhaupt aufstehen am Morgen, wie mag ich den Haushalt machen, wie mag ich den Alltag bestreiten, dass die sehr unterschiedlich sein kann. Es gibt ja dann auch Leute, die wirklich so
in eine Phase hineingeht, wo gar nichts mehr läuft, für einen Moment lang. Und im schlimmsten Fall kann es auch so sein, dass man aus dem Energietief, aus dem Loch, wie für ganz lange Zeit nicht mehr rauskommt oder gefühlt gar nicht mehr. Also da hätten wir auf der anderen Folie wie so eine rote Linie, die unten durch weiterläuft und nicht mehr wie bei der Akzeptanz nach oben geht. Und spätestens in so einem Moment, wo man merkt, hey, jemand oder sogar beide sind in dem drin und kommen nicht mehr raus, müssen man sich auch professionelle Hilfe holen. Und wir haben dort während dieser Zeit auch mit einem guten Bekannten von uns geschwätzt, der von sich erzählt hat, dass er mit seiner Frau schon seit einer Zeit in die Eheberatung geht. Und mir gerade so, oh hey, kannst du uns deine Adresse geben, oder? Und unser Tipp an euch ist, hey, macht das lieber früher als später, dass ihr euch auch begleiten lasst in so einem Moment. Weil manchmal gibt es einfach Sachen, wo man wie dann allein nicht mehr handeln kann, wo es mega gut tut, sich auch begleiten zu lassen von jemandem. Ja, jetzt haben wir ein riesiges Thema aufgemacht und lasst euch dann jetzt schon bald in die Zeit zu zweit gehen wieder. Und dass ihr jetzt heute Abend zu zweit da sitzt, heisst, dass ihr also ich gehe davon aus, dass ihr eben auch schon so Zeiten erlebt habt, oder, wo es euch richtig durchgeschüttelt hat, wo etwas nicht gut war, wo etwas richtig schwierig war für euch. Und trotzdem hockt ihr heute Abend da, ihr habt euch entschieden, ihr kommt in die Ehe-Lounge und wollt investieren ineinander. Und das heisst, dass ihr auch schon mega gute Strategien habt oder auch schon Erfahrung habt mit euren Coping-Strategien, die euch helfen in so einem Moment drin. Genau, und jetzt die nächste Zeit zu zweit, da haben wir euch auch wieder ein paar Fragen mitgegeben und ihr könnt die mal für euch selber zuerst beantworten und dann zu zweit austauschen. Und beim Austausch zu zweit geht es vor allem jetzt auch darum, dass ihr wie die Bereitschaft habt, für den anderen Verständnis aufzubringen, weil die Strategien, die haben immer eine Funktion. Die haben nämlich immer die Funktion, das ganze Mobile in ein Gleichgewicht hineinzubringen. Also sie haben irgendeine Absicht, auch wenn es eine Strategie ist, wo ihr vielleicht Mühe habt damit. Darum setzt euch mal mit dem auseinander und probiert, den anderen zu verstehen, die Strategie vom anderen zu verstehen. Viel Spaß und bis gleich. Ja, willkommen zurück und wir haben sich am Anfang versprochen, am Schluss werden wir nochmal einen Berg erklimmen zusammen. Der Wind hat uns mega um die Ohren herumgepfiffen. So fest, dass wir kaum noch einen Fuß vor den anderen setzen konnten. Innerhalb von wenigen Minuten sind Wolken rings um uns herum aufgetürmt und wir haben kaum mehr ein paar Meter weit gesehen. Und wir haben uns gesagt, hey, wir kommen einfach nicht weiter, wir müssen umdrüllen. Ein paar Stunden vorher sind wir super motiviert, bei blauem Himmel sind wir losgezogen. Vor uns einer der höchsten Berge in Island. Wir sind aus unserem schönen, warmen Auto, wo wir unterwegs sind wir ausgestiegen, raus in die wilde, grosse Natur rein, um diesen Gipfel zusammen zu besteigen. Alles hat gut angefangen, bis es eben total zugetan hat. Der Wind war crazy, Nebel, Schnee, alles. Und wir haben gemerkt, hey, so macht es keinen Sinn. Wir sehen den Gipfel nicht, wir wissen nicht mehr, wo wir hin müssen. Das Einzige, was wir machen können, ist umkehren. Es ist einfacher, Gipfel zu erreichen, wenn man sieht, wo man hin will. Ja, und genau gleich ist es auch in der Beziehung. Wo wollt ihr
als Paar an? Wo willst du in deinem Leben an? Und der Phil und ich, wir nehmen uns auch immer wieder die Zeit und stellen uns die Frage. Und wir machen das dann meistens so, dass wir mit einem Gläschen Wein auf dem Balkon sitzen und dann fangen wir einfach mal an zu träumen und visionieren. Und gerade auch besonders in diesen Zeiten, wo wir eben durch ein Tal durchlaufen, ist das dann auch mega wertvoll. Einfach mal in die Zukunft hineinzuträumen und uns zu überlegen, hey, wo wollen wir hin? Wo wollen wir in ein paar Jahren zusammen sein? Und ganz wichtig bei dem ist auch, dass wir dann die Träume, die wir dort auseinander erzählen, dass wir die nicht gerade wieder mit realistischen Gedanken zerreden tun oder wegargumentieren. Ja, ihr wisst wahrscheinlich alle, das Leben macht nicht immer das, was man sich vorgenommen hat oder das, was man will. Oder es plötzlich ziehen Wolken auf, man verliert ab und zu die Orientierung, man muss umplanen, man muss einen neuen Plan entwerfen. Aber wir haben uns relativ am Anfang von unserer Beziehung haben wir uns gesagt, dass wir unsere Ehe, unsere Beziehung, unser Leben als Eheperson auch nicht von unseren Umständen bestimmen, sondern wir wollen uns immer wieder ganz bewusst entscheiden, bewusst zu leben und unsere Beziehung, unser Leben ganz bewusst gestalten. Ja, und wenn wir zurück zu diesen 4 Stufen gehen, die wir auch schon gehört haben, dann ist das so die oberste Stufe, oder, wo man sich in andere Menschen investieren kann. Und das können wir aber nur machen, wenn wir die 3. Stufe nicht überspringen. Nämlich die Stufe, wo man auch ins Du investiert. Also ich in den Phil und der Phil in mich. Und dort brauchen wir ein gesundes Fundament. Und wenn wir das haben, dann können wir nämlich in die 4. Stufe gehen, wo wir in andere Leute investieren. Und dort bewegen wir uns als Ehepaar dann auch mal aus der Komfortzone raus. Ja, und das mit aus der Komfortzone sich rausbewegen, oder? Ist bei uns, im christlichen Setting ist das ja noch, sagen wir immer so, ja, du musst aus der Komfortzone raus, oder? Wenn du aus der Komfortzone rausgehst, das ist dort, wo Gott wirkt und wo Wunder passiert. Das stimmt alles, aber es ist, glaube ich, auch mega wichtig, dass wir als Ehepaar, wir als Eheperson unsere Komfortzone kennen, immer wieder dort zurückkommen können und aus unserer Komfortzone raus können unsere Beziehung gestalten. Ja, und wir haben da wieder ein Zitat für euch von Peter Höhn, der das so verfasst hat, das ich euch vorlesen möchte. Ich erlebe es dann und wann, dass ein Ehepaar mit aller Macht eine gemeinsame Berufung sucht, aber es ergibt sich einfach nichts. Das kann so weit gehen, dass man das Gefühl hat, man habe den falschen Partner geheiratet. Doch die Lösung wäre ganz einfach. Entspannt euch. Was euch eure Berufung näher bringt, besteht darin, alle eure Ideale loszulassen und einfach mal nur das miteinander zu tun, was ihr miteinander gut könnt. Gemeinsame Unternehmungen, Reisen, einen gemeinsamen ehrenamtlichen Dienst, Gastfreundschaft. Alles, was euch dabei hilft, einander nahe zu sein. Fokussiert euch in eurer Beziehung, in eurer Eheperson auf eures Sein und nicht immer nur auf eures Tun. Weil das Tun, das, was ihr als Eheperson tut, das fließt wie aus dem Sein raus. Es hat so einen Leadership-Experte, wo mega viel Führungspersönlichkeiten und christliche Führungspersönlichkeiten und biblische Personen untersucht hat und entdeckt hat, wie sie ihr Ministry oder ihren Dienst wirkungsvoll gestaltet. Der hat gesagt, Ministry flows out of being. Ministry flows out of being. Also der Dienst, das Tun, das fließt aus dem Sein, aus der Seele raus. Und ich glaube, das ist auch gerade für uns als Ehepaar mega wichtig, dass wir uns auf unser Sein fokussieren in der Eheperson. Oder? Und das betrifft eben gerade auch Ziele und Visionen, die wir als Paar haben. Wenn wir von Ziel und Ziel erreichen schwätzen, dann kommen mega vielen Leuten gerade sofort Smart-Ziele
in den Sinn. Oder Ziele, die spezifisch, messbar, anspruchsvoll, realistisch terminiert sind. Smart-Ziele, die sind mega gut, um etwas zu erreichen, um ein Projekt irgendwie am Boden zu bringen und die fokussieren sich immer so aufs Tun fokussieren. Aber Smart-Ziele sind jetzt für eine Beziehung nicht gerade das geeignete, weil wir sagen ja, wir können unsere Berge als Paar am besten erklimmen, wenn wir uns auf unser Sein als Eheperson fokussieren und das aus dem fließen. Neben dem Smart-Ziel gibt es eine zweite Kategorie Ziel. Und zwar gibt es sogenannte Motto-Ziele. Und Motto-Ziele, die sich eigentlich nicht so stark aufs Tun fokussieren, aufs Äußerliche, sondern die sich wie auf den inneren Prozess fokussieren. Das sind Zielsetzungen, die sich aufs innere Sein eigentlich fokussieren. Sie haben oft immer eigentlich mit Bildern zu tun, die einem ein positives Gefühl entwickeln. Jetzt ist es wieder grün auf unserem Skript, nicht pink. Bei uns im Schlafzimmer haben wir auch so Bilder hängen, weil die haben wir schon seit wir geheiratet sind, wo wir so gedacht haben, hey, das sind Bilder, die uns mega inspirieren. Wir zeigen sie euch hier. Bilder, wie wir mal sein wollen. Und vielleicht reden wir da auch weniger von Ziel, als vielleicht eher so Wegpunkt, wo wir zusammen erreichen möchten. Da bei diesem Bild steht übrigens drauf, ich möchte mit dir zusammen alt werden, aber es hat keine Eile. Es eilt nicht, dass wir zusammen alt werden. Ja, Bilder, die uns so ein bisschen unseren gemeinsamen Berg, den wir erreichen möchten, zusammen den Berggipfel vor Augen halten. Der Ausgangspunkt von diesen Mottozielen ist immer ein reales Bild. Also das Bild, wie wir hier von den beiden alten Leuten, die es lustig haben zusammen. Und ein reales Bild, das ein gutes Gefühl, das gute Emotionen in deinem Bauch auslöst. Das ist der erste Schritt, um so ein Mottoziel zu entwickeln. Also ein Bild zu suchen, das ein gutes Gefühl auslöst. Der zweite Punkt bei diesem Mottoziel ist genau ein Motto, ein Slogan zu entwickeln. Zum Beispiel irgendwie Happy Together oder wir wollen zusammen glücklich alt werden. Oder so irgendwie ein Motto, ein Slogan, wo wir sagen, das können wir unter das Bild schreiben. Und dann der dritte Schritt bei dem Mottoziel ist, dass man sich Erinnerungshilfen im Alltag schafft, wo man die Bilder aufhängen kann. Das kann ein Smartphone-Hintergrund sein, das kann ein Bildschirm-Hintergrund sein oder wie wir das machen, die Bilder aufhängen im Schlafzimmer neben der Tür. Und jeden Morgen, wenn ich aufstand und mich für den Tag bereit mache, sehe ich das Bild, muss kurz schmunzeln und denke, das ist unser Berg, den wir gemeinsam erklimmen wollen. Ja, und jetzt sind ihr wieder dran. Wir schicken euch wieder in ein paar Zeit, wo ihr nämlich genau das machen könnt, so ein Mottoziel für euch erstellen. Ihr seht einen QR-Code nachher auf der nächsten Folie, wo euch auf eine Seite leitet, wo ihr Bilder suchen könnt. Ihr könnt auch einen Suchbegriff eingeben. Und einfach mal schauen, ob ihr ein Bild findet, das euch beide anspricht, wo so einen Wegpunkt für euch markieren soll, wo ihr mal anwendet, auch in ein paar Jahren anwendet. Verbringt einfach nicht die 15 Minuten mit schönen Fotos anschauen. Kann man machen, kein Problem. Es hat so viele Tausende von Fotos. Genau. Aber probiert die Zeit auch zu nutzen, um für euch einen Slogan zu finden, vielleicht, wo euch hilft, auch das Bild irgendwie in einen Slogan zu formulieren. Und überlegt euch, wo könnt ihr das antun, wie könnt ihr euch Erinnerungshilfen schaffen. Dann wünschen wir euch viel Spass und dann sehen wir uns nochmal in einer Viertelstunde.
möchte ich nochmal ganz herzlich Danke sagen an euch beiden. Ihr habt euch formidabel vorbereitet. Man merkt aber auch, dass ihr das nicht das erste Mal macht. Und ich konnte sehr vieles mitnehmen. Ich habe aber auch dank Daniela und Chris Schär kulinarisch viel mitnehmen. Auch hier nochmal herzlichen Dank. Und ich freue mich schon bereits auch wieder mit dem Bruce dann in 6 Wochen am 8. April. Danke Bruce auch für deine tolle Unterstützung. Wenn wir dann dort Tina und Roger Giesling begrüßen, wo uns mit ihrer langjährigen Erfahrung einführen in die Kunst des Streitens. Man kann sich da auch jetzt schon anmelden. Und ich bin auch jetzt schon sehr gespannt darauf. Wenn ihr selber merkt, hey, wir hätten auch ein Thema, kommt doch auf uns zu. Wir sind alles Laien, die einfach sagen, wir wollen mal in die Investitionsphase 4 steigen und etwas weitergeben. Ich glaube, es tut uns selber gut, oder ich habe das einmal so erlebt, wenn wir uns selber mit dem mal beschäftigen, wie können wir das in Wort fassen, das ist auch eine tolle Art, Partnerschaft zu leben und so ein Experiment. Danach kommt auf uns zu, wenn ihr ein Thema habt, dann könnten wir da schauen, ob wir zusammen in einer 3. Staffel Ehe-Lounge dann das würden aufnehmen. Sonst sage ich, schönen Abend miteinander, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Wir lassen den Kanal noch ein bisschen offen, also noch ein bisschen miteinander tratschen und klatschen. Ciao zusammen. Tschüss.